Die Lebenszeit. Ein schönes Stück Arbeit ist geschehen. Der liebe Herrgott hat alle Menschen und Viecher vierte und jetzt soll er noch an jeden sagen, wie lang das er lebt. Der Esel natürlich druckt sich gleich vierer wie allerweil und fragt, ja lieber Himmelvater, wie lang darf denn ich leben? Der Herrgott besinnt sich gar kein bisschen nicht und sagt, 30 Jahre. Jesus, nein, schreit der Esel, mir war's genug. 30 Jahre, schier eine ganze Ewigkeit. 30 Jahre. 30 Jahre lang soll ich von der Früh bis in die stockfinstere Nacht Sekt schleppen und Bierflaschen und Weinfassel. 30 Jahre lang nichts fressen, wie Dornen und Disteln. 30 Jahre lang Prügel kriegen und Fußtritt. Lieber Himmelvater, ich bitte, stutz mir meine Lebenszeit. Der Herrgott ist ein guter Mann und schenkt ihm 80 Jahre. Der Esel schreit, voller Freude, schlagt mit den hinteren Haxen aus und zappelt davon. Kommt der Hund dran. Der macht gleich einen Mandel und schwafelt wie nicht gescheit. Der Herrgott schaut den Schwanzler freundlich an und sagt, na Birschi, bist nachher du auch nicht mit deinen 30 Jahren zufrieden? Da fährt der Hund zusammen und duckt sich. Meint sie nachher, Winselter, wo hast denn da hingedenkt? 30 Jahre lang soll ich umeinander schießen, die Hosen und Rehe nach. 30 Jahre lang an der Kette liegen und Beine trimmen, bis mir meine Zähne rausfallen. 30 Jahre lang Bein und umeinander spektakeln. Das hält der Teufel nicht aus. Ich nicht. Lieber Himmelvater, ich bitte um einen Nachlass. Der Herrgott sieht's ein und schenkt ihm 12 Jahre. Jetzt kommt er auf, sitzt sie von Herrgott hin mit dem Schwarf in der Bratzen und schaut ihn recht saudumm an. Der meint, du Grimassenschneider, wirst wohl 30 Jahre leben wollen, oder? Hast nichts zu arbeiten wie Esel und Hund, brauchst bloß Gesichter schneiden und Faxen machen dein Leben lang. Herr Jesus, brutzelt der auf, außer, das meint man grad. Ich soll 30 Jahre lang Gefrieser machen, Leis suchen und einen Hintern kratzen, dass die Leute was zum Lachen haben. Und was geben sie mir nachher? Einen sauren Holzapfel, einen stingerten Käse und einen Muffler die Wurst. Und die Buben tratzen mich die ganze Zeit zum Tod ärgern. Nein. Mein lieber Herrgott, 30 Jahre lang halt ich die Affenkomödie nicht aus. Und der Himmelvater schenkt ihm 10 Jahre. Ganz aufgeletzt kommt der Mensch, pfeift und singt, die Hände in der Hosentaschen und bittet an Gott Vater um seine Lebenszeit. 30 Jahre kannst du haben wie die anderen, sagt er. Ja, was glaubst denn, du fährt der Mensch gleich in die Höhe und wird brennrot im Gesicht. Wenn ich mir ein Haus baue, wenn ich einen Apfelbaum setze oder einen Kirschbaum, bis ich heirate, bis meine Baum Äpfel kriegen oder Kirsch, bis ich ein bisschen gescheit werde, da soll ich wieder gehen von der Welt? Na ja, das war ja gar nicht der Mehrwert. Das kannst du gar nicht wollen. Der Herrgott streicht ein paar Vaterunser lang seinen weißen Bart und nachher sagt er, na also, meinethalben kannst du das haben, die 18 Jahre vom Esel, dazu. Viel zu wenig, brummelt der Mensch. Ja, so nimmst halt die 12 Jahre vom Hund auch noch. Das klang allerweil noch nicht. Ja, du ruhig, sagt der Herrgott und schaut schon ein bisschen grantig rein. In Gottes Namen packst du die 10 Jahre vom Affen auch noch mit. Aber jetzt ist gar, aus, Amen. Der Mensch ist freilich allerweil noch nicht zufrieden, geht aber den erst langsam weiter. So lebt also der Mensch 70 Jahre. Die ersten 30 Jahre kehren ihm von Haus aus. Sie fludern gerade so dahin und der Mensch ist gesund und lustig und arbeitet wie er will und hat eine dämmische Freude an seinem Leben. Nachher kommen die 18 Jahre vom Esel. Da muss er sich abrackern und abschinden, um sein bisschen auf und nieder und schwer tragen und viel einstecken. Nachher kommen die 12 Hundsjahre. Da fängt das Knurren und das Beifern und nichts passt ja mehr, was die Jungen tun. Und ein Zaun nach dem anderen fällt ihm aus und die Grantigkeit wird allerweil ärger. Aufgeletzt lebt er noch die 10 Jahre vom Affen. Da macht er recht kindische Sachen, dass die Leute lachen müssen. Da tappet er dumm und redet so gespassig, dass die Kinder mit die Finger auf ihm zeigen und den Alten da bleckern. Ja, war der Mensch nur zufrieden gewesen mit seinen 30 Jahren. Und so endet dieses Märchen. Ich hoffe, dass der Zauber dieser Erzählung euch durch die starre Zeit begleiten wird. Kommt's gern morgen wieder, wenn eine neue Geschichte aus Oberbayern auf euch wartet. Bis dahin, macht es euch gemütlich.